Nun, ihr seid ja in der Serie, du kannst die erste Folie einblenden, Upside Down. Ihr läuft auf der Straße und ihr werdet gefragt, was trennt uns Menschen von Gott? Eure spontan schnell Antwort, ohne zu überlegen. Sünd. Das wäre wahrscheinlich Thema Nummer 1, Sünde. Du kannst schon mal die nächste nehmen, die nächste Folie. Was trennt uns Menschen von Gott? Die Sünde, das wäre so das Übliche. Heute möchte ich euch eine Geschichte vorlesen einer namenlosen Frau, in der Jesus diese Frage völlig überraschend und ganz anders beantwortet. Da wird wirklich alles noch einmal upside down gedreht. Und es ist, sorry to say, keine Geschichte, nach der wir nachher wissen, so das sind meine nächsten 2, 3 Schritte, die ich jetzt unternehmen muss. Es ist im wahrsten Sinn des Wortes einfach eine berührende Geschichte. Es ist eine wirklich berührende Geschichte. Und es geht eigentlich nur darum, dass wir diese Geschichte, dass wir uns von ihr berühren lassen. Um mehr geht es gar nicht. Ich lese sie euch einmal vor. Sie steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, ab Vers 36. Und da ich den Bibeltext nicht auswendig kenne, muss ich ihn ein bisschen ablesen. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie an die Füße des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was das für eine ist, von der er sich anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Da sprach Jesus ihn an. Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Jesus begann, 2 Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihn wohl mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden, denn sie hat viel geliebt. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander, was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet. Geh in Frieden.
Für uns ist diese Frau die große Unbekannte, die Namenlose. Wir wissen nicht, wie sie heißt, ganz im Gegensatz zu ihrer Zeit. Da war sie stadtbekannt, aber eben als Prostituierte. Sie hatte einen schlechten Namen. Und nochmals im Gegensatz dazu Simon, das war ein Mann von Rang und Namen. Von ihm kennen wir auch den Namen. Bis am Ende der Geschichte wissen wir nicht, wie sie heißt. Es wird uns nicht gesagt. Allerdings könnten diese beiden Menschen, die hier die Nähe von Jesus suchen, nicht unterschiedlicher sein. Oder sie, die namenlose Stadtbekannte, und er, der Mann mit Rang und Namen, sie unterscheiden sich grundlegend. Es sind so 3 Aspekte, in denen sie sich unterscheiden. Der erste Aspekt ist ihre Wahrnehmung von sich selber und von Jesus. Das könnte nicht unterschiedlicher sein. Während sich diese namenlose, stadtbekannte Frau mutig, aber auch sehr schambeladen von hinten an diese Männergesellschaft heranbewegt, ist er, Simon, im Kreis. Er ist mittendrin. Er ist in der Rolle des großzügigen Gastgebers. Sie getraut sich nicht, in den inneren Kreis zu kommen. Er ist mittendrin, er ist Teil der Gesellschaft. Sie auf gar keinen Fall. Sie ist nicht Teil der Gesellschaft. Schmerzhaft weiß sie um ihre eigene Sündhaftigkeit. Während das Gleichnis von Jesus andeutet, dass Simon entweder sich nicht bewusst war, welche Sünden ihn plagen, oder vielleicht, und das ist durchaus möglich, es gab gar nicht so viel zu vergeben bei ihm. Es gibt Menschen, die sind gar nicht so schlimm. Denen müssen wir nicht zuerst noch einreden, was sie alles falsch gemacht haben. Also er hat nicht so ein großes Bedürfnis nach Vergebung. Bei ihr ist das Bedürfnis immens. Und sie ist sich dessen bewusst. Und diese unterschiedliche Selbstwahrnehmung, die führt zu einer total unterschiedlichen Wahrnehmung von Jesus. Sie sieht in Jesus einen Mann, der sie nicht nur ausnutzt und nachher dann zu Gericht über ihr sitzt, wie das die Männer in ihrer Stadt gemacht haben, sondern ein Mann, der sie annimmt und der sich von ihr auf eine, wir werden es dann noch sehen, auf eine unglaubliche Art und Weise berühren lässt. Der lässt das zu, dass sie ihn auf eine ganz intime, eigenartige Art und Weise berührt. Sie kann ihm auf ihre Art, in ihrer Sprache, ihre ganze Zärtlichkeit zeigen. Für Simon liegen da die Dinge schon anders, oder? Für ihn liegen die Dinge klar auf der Hand. Wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, wenn der ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine ist. Aber meine Damen und Herren, man muss kein Prophet sein, um zu wissen, was die ganze Stadt weiß. Aber genau weil Jesus ein Prophet ist, sieht er in dieser Frau mehr. Er sieht die Liebe in ihr. Er sieht durch sie hindurch. Er erkennt ihre Liebessprache. Ist euch aufgefallen, in der ganzen Geschichte, sie sagt kein Wort. Sie ist die namenlose Frau. Es ist eines der intimsten Gespräche mit Jesus, ohne dass die zwei ein Wort wechseln. Ohne. Da geschieht nichts, da wird gar nichts geredet und doch ist es eine ganz persönliche Berührung. Jesus sieht, was Simon nicht sehen kann. Für ihn liegen eben, wie gesagt, die Dinge auf der Hand. Für Jesus liegen die Dinge verborgen in der Liebe. Und sie weiß, dass Jesus diese Regung wahrnimmt in ihr. Simon kann das in seiner bestechenden Logik nicht erkennen.
Er kann nicht in sie hineinsehen. Er sieht nicht so weit. Aber der Prophet sieht weiter. Er sieht in sie hinein. Er erkennt das, was die anderen eben nicht erkennen. Simon, ihm fehlt die Einsicht. Und so ist für ihn Jesus ein entlarvter falscher Prophet. Und für sie ist Jesus ein Mann, der ihre Liebe erkennt, aber sie nie ausnützt. Nie ausnützt. Und dann kommt das Zweite, was die unterscheidet. Und das sind ihre Tränen. Das hängt ganz mit dem ersten zusammen. Das ist der größte Unterschied zwischen den beiden. Zwischen Simon und der Frau. Sie weint, er nicht. Das hängt natürlich auch wieder mit der Selbstwahrnehmung zusammen. Bisher hatte diese Frau wahrscheinlich nichts zu lachen im Leben. Aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich aus finanzieller Not heraus, wurde sie zur Prostituierten. Sie wurde benutzt und dann nachher saß man dann im Gericht zusammen und verurteilte sie. Die gleiche Männerwelt. Wir wissen nicht einmal, ob ihre Tränen Tränen der Scham sind oder Tränen der Freude und der Dankbarkeit oder vielleicht ein Gemisch von beidem, wahrscheinlich sogar. Und so weint sie in der Nähe von Jesus. Die Nähe von Jesus befreit sie zum Weinen. Bei Simon findet nichts dergleichen statt. Da fließen keine Tränen. Für ihn ist die Nähe von Jesus wahrscheinlich eine Prestigeangelegenheit. Er hat diesen berühmten Rabbi bei sich und da kann man mal austauschen, so unter seinesgleichen, oder? Man kann sich über das Gesetz austauschen, man kann sich über irgendein Problem austauschen, wie man dann das klären will. Ich weiß nicht, wenn Pastoren zusammen werden, würden die sich wahrscheinlich über Gemeindegründerkonzepte oder weiß der Kuckuck was austauschen. Sie tauscht keine Meinungen aus. Sie tauscht Liebe aus, ohne ein Wort zu sagen. Sie tauscht Tränen aus. Hier kann sie endlich einmal wortlos weinen. Hier muss sie sich nicht erklären, denn ihre Tränen erklären ja alles. Da kommt dieses ewige Bedürfnis von uns Menschen, uns immer selber zu erklären, zu einem Ende. Die Nähe von Jesus befreit sie davon, sich selber erklären zu müssen. Und sie weint nur noch. Und wisst ihr, das Verhalten von ihr wäre höchst erklärenswürdig und bedürftig. Im höchsten Grad. Stellt euch einmal vor, da ist diese Männerwelt und die lagert zu Tisch. Und jetzt kommt von hinten eine Prostituierte und öffnet ihre Haare. Das war in der damaligen Zeit schon Ausdruck höchster Erotik. Das gehörte nur in die Zweisamkeit, entweder in der Prostitution oder in der Ehe. Die macht, was sie immer als Prostituierte macht. Das ist ein eindeutig zweideutiges Verhalten, das sie an den Tag legt. Und dann berührt sie und küsst sie die Füße von diesem Mann. Ich meine, hallo, stellt euch das mal vor bei uns. Das ist so eindeutig. Das braucht keine Erklärungen mehr, was die macht. Das ist da würden alle denken, was ist dieser Jesus für ein Perversling? Es ist so eindeutig, zweideutig, wenn da nicht die Tränen wären. Wenn die nicht wären. Es sind einzig und allein die Tränen, die den Unterschied ausmachen bei etwas, was überhaupt keine Erklärung normalerweise braucht. Was normalerweise Ausdruck der Sündhaftigkeit ist, wird durch diese Tränen zu einem Ausdruck der Heiligkeit und der Liebe. Das ist der einzige Unterschied. Alles andere, das wollen wir uns gar nicht vorstellen.
Ihre Tränen heiligen ein eindeutig zweifelhaftes Verhalten. Und das ist bei uns nicht mehr so üblich. Ich weiß noch, wir sind als Kinder in Horgen aufgewachsen bei den Täufern. Nie hätte damals eine Frau öffentlich ihre Haare offen getragen. Nie. Und das war ja noch vor 50 Jahren oder so in der Schweiz. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das damals zur Zeit Jesu war. Nur damit ihr ahnt, ich mag gar keine Parallelen zu heute machen, was die Frau heute machen müsste, damit uns bewusst ist, wie schockierend ihr Verhalten war. Das mag ich gar nicht daran denken. Und sie weint, sie ist befreit zum Weinen. Für so ein Verhalten gibt es im Denken von Simon keinen Raum. Wenn Jesus wüsste, was ich weiß, ja, aber eben Jesus weiß, was Simon nicht weiß. Er kennt die Liebe dieser Frau. Und ich glaube, wir werden die Menschen nur verstehen, wenn wir auch ihre Tränen sehen. Denn erst die Tränen erklären uns einander. Wir versuchen ja immer einzustufen, was ist richtig, was ist falsch. Aber sobald wir die Tränen einer Person sehen, brauchen wir gar nicht mehr einzustufen, was ist richtig und was ist falsch. Es fällt dahin. Es fällt völlig dahin. Also wisst ihr, Jesus ist ja schockierend hier. Sagt mal, eine Prostituierte ist da, macht das, was sie immer macht, und dann sagt Jesus, sie hat viel geliebt. Ihr könnt bei Dostojewski nachlesen, Schuld und Sühne, er hat so eine Figur aufgrund dieser Prostituierten. Sonja, eine Heilige. Müssen mal den Roman lesen, hat ein paar hundert Seiten, aber es lohnt sich. Er hat das erkannt und erfasst, auf schockierende Art und Weise. Jesus sieht ihre Tränen und sie muss nichts mehr erklären. Nichts mehr. Überhaupt nicht mehr. Und dann kommt das Dritte. Das ist der dritte Unterschied zwischen den beiden. Das ist die Liebe, das ist die Verdichtung von allem anderen. Jesus scheint anzudeuten, dass der Unterschied der beiden darin liegt, wer viel liebt und wer wenig liebt. Und das ist schon bemerkenswert. Für Jesus scheint die Menge der Sünden kein Problem zu sein, dass man ihn berühren kann. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das, was uns trennt von der Berührung, sondern die fehlende Liebe oder die Anwesenheit der Liebe. Das macht die Berührung aus. Wisst ihr, Sünde ist für Gott kein so großes Problem. Für uns Menschen und vor allem für die Mitmenschen, die unter meiner Sünde leiden, ist das ein Riesenproblem, das ich angehen muss. Aber für Gott ist das ehrlich gesagt ein recht kleines Problem. Er kann vergeben. Ihn interessiert auch unsere Sünde weitaus weniger als unsere Liebe. Das kommt deutlich hier zum Ausdruck. Uns trennt nicht so sehr die Sünde von Gott, sondern die fehlende Liebe. Und Jesus versteht diese wortlose Liebe dieser Frau. Er zwingt ihr auch keine andere Sprache auf, um diese Liebe auszudrücken. Das ist unwahrscheinlich. Das ist ihre Art. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren habe ich gebetet und habe so gedacht, ach Gott, manchmal zweifle ich. Ihr müsst auch wissen, der Zweifel ist einer meiner treuen Begleiter in meinem Leben. Ich zweifle manchmal so daran, ob ich dich überhaupt liebe, weil so, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber so quasi die Bilder so auf den Vaterschoß von Gott zu sitzen, so, das war noch nie mein Ding. Da habe ich mich noch nie so ganz gefunden. Und wir waren in den Ferien, ich habe in die Berge geschaut und plötzlich habe ich gemerkt, Gott versteht ja meine Sprache, wie ich ihm ausdrücke, dass ich ihn liebe. Da habe auch ich geweint.
Plötzlich ist dieser ganze Druck weg. Ich müsste irgendwie anders zeigen, dass ich ihn liebe, als wie ich es halt kann. Wie meine Sprache funktioniert. Und er versteht dieses wortlose Gespräch. Es bedeutet ihm so viel, dieses Gespräch mit dieser Frau. Und Simon, der kann diese Sprache nicht. Der kann da nicht mitreden. Habt ihr es gemerkt? Ein wortloses Gespräch und Simon kann nicht mitreden. Er redet nämlich die ganze Zeit. Er macht immer Kommentare. Und wenn er hätte mitreden wollen, hätte er vielleicht einfach still zuschauen müssen. Einfach dabei sein und diesem Gespräch lauschen. Sie liebt viel. Das ist viel wichtiger als ihre vielen Sünden. Jesus interessiert sich nicht so sehr für unsere Sünden. Er interessiert sich wirklich für unsere Liebe und dann noch für unsere Leiden. Müsst euch einmal achten in den Evangelien. Er spricht meistens mit den Leuten über ihre Liebe und über ihr Leiden. Und dann je religiöser die Leute werden, desto mehr spricht er über ihre Sünden. Aber mit dem Zachäus spricht er nicht über die Sünden. Mit all diesen Zöllnern, Prostituierten und so weiter spricht er nie über ihre Sünden. Nicht einmal. Es interessiert ihn nicht. Er weiß es ja sowieso und die wissen es ja auch. Da gibt es viel Interessanteres. Für uns bleibt sie die große Unbekannte. Und sie hat bis heute im Text kein Wort gesprochen. Und doch spüren wir, wie es uns anspricht. Von Simon kennen wir den Namen. Und doch ist sie, Jesus, viel, viel näher gekommen als der Mann mit Rang und Namen. Jesus hat ja nicht gefragt nach dem Gleichnis, wer hat mehr gesündigt? Er hat ja gefragt, wer hat mehr geliebt? Ich möchte euch nun einladen, dass wir einen Moment still sind und in der Art und Weise mithören, diesem Gespräch zuhören. Lasst euch einen Moment Zeit und schaut euch das Bild an, wie diese Frau in einer unwahrscheinlich intimen, wirklich fast erotischen Art und Weise die Füße von Jesus küsst, mit ihren Tränen wäscht und wie sie ihn mit ihren Haaren trocknet und niemandem und nichts etwas erklären muss. Und nach der Zeit der Stille wird dann Michael das abschließen.
Ich weiß nicht, wie und was du fühlst. Ich weiß einfach, ich möchte nah bei Jesus sein. Und wenn du heute noch nie selbst irgendwie auch bei Jesus warst oder irgendwie mehr so zugeschaut hast von Weitem oder über ihn gesprochen, heute ist einfach die Einladung da, zu ihm zu kommen. Er wird dich nicht abweisen. Er sieht deinen Wunsch. Er spürt dein Herz. Und so lade ich dich einfach ein. Währenddem jede Augen geschlossen sind, alle Augen geschlossen und alle Köpfe geneigt, frage dich einfach, möchtest du heute Jesus nahe sein? Einen Schritt auf ihn zu machen, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben. Wenn du spürst, ja, ich möchte. Alles, was ich frage, ist für ein kurzes Handzeichen, dass du deine Hand hebst. Ich möchte für dich beten nachher. Einfach, dass ich weiß, für wen und mit wem ich bete. Ich sehe gerade keine Hände, aber ich sehe dich, ja, eine Hand. Und egal, ob du jetzt deine Hand gehoben hast oder nicht, wir dürfen Jesus nahe sein. Wir wollen nicht einfach nur dieses Bild betrachten, sondern wir wollen uns ihm nahen. Und ich möchte für dich beten und ich möchte dich einladen, mitzubeten. Wir haben ein einfaches Gebet vorbereitet, wo diese Haltung ausdrückt. Und irgendwie spüre ich, nein, heute wollen wir dieses Gebet bewusst mal einfach nicht beten, sondern einfach bei Jesus sein. Weil er sieht dein Herz. Und deshalb lade ich dich ein, jeden von uns, in deinem Herzen vielleicht ein paar Worte und einfach deine Liebe zu ihm auszudrücken. Das kann in einem Gebet sein, muss aber nicht. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich. Und danke, dass du uns auch liebst. Danke, dass du uns nahe bist und nahe kommst. Und wir danken dir, dass du dein Leben hingegeben hast, aus Liebe zu uns, damit wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Wir wollen uns heute ganz bewusst in deine Gegenwart kommen. Danke, Herr. Du bist unser König, du bist unser Freund. Wir danken dir, Jesus. Amen. Hey, und
Nachher werden hier vorne Leute sein, die gerne auch für dich beten werden. Und wenn du heute deine Hand gehoben hast, komm doch auch zu mir oder zu jemandem und wir wollen auch dir helfen. Was sind die nächsten Schritte? Wie können wir Jesus noch besser kennenlernen? Wir laden dich ein dazu, mit uns auf einen Weg zu kommen. Jesus hat ja seine Jünger ihm gesagt, hey, komm und folge mir nach. Das war immer das Erste, was diesen Leuten gesagt hat. Komm und folge mir nach und lerne von mir. Und das ist auch heute noch so. Es ist nicht einfach so ein einmaliger Moment, sondern etwas, was uns tagtäglich beschäftigt. Unser ganzes Leben, nicht einfach nur so ein Teil, sondern unser ganzes Leben wollen wir mit Jesus unterwegs sein. Und das ist die Einladung auch für dich, egal wo du stehst heute, die Einladung ist da, sich mit Jesus auf einen Weg zu machen und von ihm zu lernen. Ist das okay? Yes. Es passiert unterwegs. Das ist einer von unseren Slogans, die wir haben, steht auch auf dieser Tasche. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein als Equippers Family und einander anfeuern im Glauben an Jesus Christus.